Mir und leicht vor iwwer Komplexität vum PAG geschwat, du konnte man aber net alles belichten. Ich wollte haut mal nofroen, wie mat der Densité de Logement opseschut. Densité de Logement oder kurz DL as de Kriter am PAG die seht wieviel Wohnungen op den Hektar kënne gebaut gin. Eg Densité de Logement vun 30 bedeit also neich da nicht wie das 30 Wohnungen, also Häuser oder Appartementer kënne maximal op 1 Hektar do gebaut gin. Wéi die Wohnungen lolo gebaut gin, also eichter an Teicht oder méi verspreet, heng vun 2 aner wichtige Kriterien. Auf der den ass de Kus an der anderen ass de Kos. De Kus, de Koeffizient d'Utilisation du Sol, seet aus wieviel Fläch vom gesamten Terra kann gebaut gehen. Der Küss von 30 hecht, dat 30% von der Fläche kann bebaut gehen, an die 70% nicht. Den Kost, da das der Koeffizient d'Occupation des Sol, seht wie viel Meter Carré pro Meter Carré so fast Terra kann gebaut gehen. Der Kost von 0,8 hecht, dat op engem Terra, also 100 Meter Carré Terra können 80 Meter Carré brutto so fast gebaut gehen. Beim Terra von 5R wären dat also 5 mal 80, 400 Quadratmeter. Inwiefern sind der lo des Kriterien für mich als Autonormalverbraucher wichtig? Aus den verschiedenen Kriterien ergibt sich eigentlich die Bebaubarkeit von einem Terrain. Das hat natürlich auch eine Inzidenz auf den Wert vom Terrain. Bei einer professionellen Evaluation gehen das Kriterien auch geguckt und an Preisberechnung mit Abflüsse gelöst. Mehr Informationen fand ihr auf vivo.lu dem Portal von den